Oh, Moment. Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021. Wir sind wieder bei Castle Motorsport und ja, wir gehen jetzt nach Frankreich. Ich habe jetzt das Video lang nicht mehr aufgenommen wieder. Ich weiß auch gar nicht, was das letzte Mal passiert ist. Wir waren in Kanada und haben, glaube ich, noch Punkte können holen. Genau. Wegen der Safety-Car-Phase, wo ich kam, der Hamilton ist ja dort rausgeflogen und Ricciardo ist rausgeflogen. Und ja, wir gehen jetzt eben nach Frankreich. Wir haben keine Updates in Planung, beziehungsweise der zentrale Unterboden kommt noch, aber mehr haben wir, glaube ich, nicht gerade am Laufen. Schnell kurz reingüchseln. Einmal Heckabtrieb haben wir auch noch am Laufen, das kommt aber erst nach dem Rennen. Und ja, wie wir sehen, wir sind ein bisschen stärker als Williams jetzt aktuell, aber sind halt doch immer noch ein bisschen weg von Haas und auch den anderen Teams logischerweise. Aber wir müssen schon recht Gas geben mit der Entwicklung, weil ich glaube, auch Williams wird dann schon auch noch ein bisschen Entwicklung reinbuttern. Wenn wir schauen, wir sind sogar mal am Anfang der Saison sind wir sogar mal besser gewesen als noch Alfa Romeo. Aber die haben uns jetzt mittlerweile alle schon wieder aufgeholt. Darum, wir müssen wirklich ein bisschen mehr Geld haben oder beziehungsweise mehr Erfahrungspunkte. Darum fahre ich jetzt auch das Training relativ ausführlich. Das Training nehme ich wie immer nicht auf. Wir sehen uns dann einfach im Blitzqualifying wieder. Und ja, dass wir jetzt ein bisschen Ressourcenpunkte bekommen, dass wir auch grosse Updates können bringen können, die uns ein bisschen vorschiessen. Dann ja, let's go, würde ich sagen. So, herzlich willkommen zum Blitzqualifying. Es regnet wie blöd und wir fahren jetzt mit der Full Wet. Für Intermediates reicht es leider nicht, für da ist es zu nass. Und morgen im Rennen regnet es eben leider auch, darum mein Setup habe ich schon komplett auf Regen eigentlich angepasst. Bin jetzt im Training angefahren mit dem Setup, bin eigentlich zufrieden gewesen, bin sehr schnell gewesen auch. Hatte kein Problem gehabt mit irgendwie ausbrechendem Heck oder so, also der klebt. Und ja, wir probieren es jetzt einmal. Frankreich ist leider gar nicht eine Strecke, die ich gerne fahre. Wir sind zwar jetzt auch jetzt im Stream und so letzten paar Mal recht oft gefahren, darum ich kenne mittlerweile die Strecke schon ein bisschen. Ja, nicht gerade auswendig, aber schon besser als auch schon. Aber ja, wir probieren es jetzt mal, wie es wird. Ich würde sagen, let's go. So, das einzige Problem ist, ich bin noch nie im Nassen gefahren auf Frankreich, glaube ich. Also ich kann mich nicht erinnern. Wahrscheinlich muss ich recht zögerlich aufs Gas gehen. Und wir haben ja noch ein Update bekommen mit dem Unterboden, was enorm viel gebracht hat. Also wir sind gerade bei den Top-Teams, aber wir sind doch ein bisschen stärker geworden. Aber ich muss wahrscheinlich auch KI ein bisschen aufnehmen noch. Ich fahre ja, glaube ich, auf 73 momentan. Ich fahre aber am PC, wo ich auch noch spiele, mit einer KI von 85. Aber dort fahre ich halt noch Fahrerkarriere und dort bin ich mittlerweile bei einem stärkeren Team. Dass ich dort halt einfach immer noch ein bisschen die Konkurrenz habe. Aber ich muss sie da wahrscheinlich dann auch aufnehmen, das können wir nachher noch schnell machen. Oder vielleicht nach dem Rennen besser gesagt. Keine Ahnung. Wir schauen jetzt mal. Wow. Okay, ich weiss noch, letztes Jahr, also in der letzten Saison 2020 Game, bin ich hier abgeflogen, weil ich Vollgas durchgezogen bin. Und lüpfe jetzt mal das Gaslicht an, sauber durchkommen. Ich habe keine Ahnung, wie schnell dass ich fahren kann. Ich muss eben immer das Bremspedal wieder so antippen leicht. Oh, shit. Oh mein Gott! Oh, shit. Okay. Oh, da rutsche ich einfach weg. Nein! Okay, wir wären glaube ich der Letzte gewesen. Bist du in Ordnung? Oh shit, okay, er wartet jetzt nicht. Wow, wieso hat der Hamilton so verdammte Augenbrauen? Das fällt mir auch erst jetzt auf. Also er wartet jetzt nicht, dass ich da irgendwie grob etwas reissen können, weil eben Regen, ich bin absolut kein Regenfahrer. Ich sollte viel öfters im Regen vielleicht mal fahren, aber na, Scheiße. Es wäre glaube ich auch gar keine gute Zeit gewesen. Vielleicht wäre ich bei 21. vielleicht noch vor dem Latifi oder so, keine Ahnung. Ich habe mal gesehen, es ist zwischen 20 und 22 immer so hin und her gesprungen. Ja, aber ich wäre schon extrem langsam gewesen. Und jetzt morgen regnet es eben auch im Rennen. Ja, wir schauen mal, was wir rausholen können. Let's go.
So, herzlich willkommen zu der Startaufstellung. Wir schauen hier nochmal schnell in die Rennstrategien, wobei viel wir hier gar nicht bearbeiten. Wir nehmen hier ein bisschen nochmal den Sprit runter, weil wir brauchen ja den nie komplett auf eigentlich. Ja, wir fahren eigentlich mit der Fullwets los und enden mit der Fullwets. Das ganze Rennen durch Schiffen wie aus Kübli. Ich würde mal gerne im echten Leben auch so ein Formel-1-Rennen sehen, wo es einfach permanent so regnet. Und ja, viel zu sagen gibt es eigentlich nicht mehr. Wir legen los. Wir hoffen, dass wir vielleicht irgendwie vorkommen. Erwartet aber nicht, dass ich da irgendwie gross etwas reissen kann, weil eben Regen ist absolut nicht mein Ding. Aber das habe ich vorher schon gesagt. Und darum... Ich glaube, im Regen starten fängt es schon an. Boah! Im 5. Gang noch Wheelspin gehabt. Oh, bremse bitte einfach nicht so abrupt ab. Ich sehe nichts. Oh, sorry Schumacher, es tut mir so leid. Wenn ich jetzt abbremst hätte, dann wäre nicht gut rausgekommen. Hoffentlich habe ich keine Beschädigung am Fahrzeug geholt. Nein, alles noch gut. Okay, Schumacher kommt wieder. Okay, bis jetzt fühlt es sich aber nicht einmal so schlecht an, das Auto. Ich habe eigentlich relativ gut, also gut, der Grip ist jetzt übertrieben, aber ich gehe mega behutsam aufs Gas. Aber ich muss, glaube ich, wirklich KI aufnehmen. Oder beziehungsweise das mache ich dann nachher. Und in der nächsten Folge. Und sonst wird es langsam ein bisschen unrealistisch hier. Oh shit, das war ein bisschen zu schnell gewesen. Fahren wir weit raus rum, aber lange noch. Jetzt die Kurve hier. Vorsichtig aufs Gas, ja, nicht übertreiben, früh schalten. Short Shifting ist hier angesagt. Okay. Okay. Nicht schlecht, eigentlich bis jetzt. Die erste Runde ist eigentlich relativ gut und glimpflich gelaufen. Mittlerweile, oder beziehungsweise nach einer gewissen Zeit wird ja hier die Strecke ein bisschen frei werden mit Wasser. Beziehungsweise einfach die Ideallinie wird frei werden. Dann kommt eigentlich auch dann das Grip-Niveau ein bisschen retour. Ja, Corner Cutting, das habe ich jetzt fast schon vermutet, dass es wird passieren. Oh, ich gehe kaum aufs Gas. Aber ich habe ein gutes Setup, glaube ich. So, ERS. DRS wird in diesem Rennen sicher nicht kommen, weil es so regnet. Die Gefahr ist es gross, dass wir einfach dann abfliegen. Ich muss einfach auf Corner Cutting aufpassen und vor allem auf Untersteuern. Das Auto wird mega schnell untersteuern, merke ich. Die schnelle Kurve, ich lüpfe das Gas leicht. Ich will es einfach nicht riskieren, dass ich dort abfliege. Aber Potenzial ist da, Punkte vielleicht holen nicht, aber vielleicht können wir da ein starkes Rennen zeigen, was für die Sponsoren für unser Team natürlich sehr wichtig ist. Wir brauchen mehr Sponsoren, also allgemeine Teamanerkennung müssen wir unbedingt irgendwie aufbringen. Wir sind hinter dem Antonio hinterher da, holen aber nicht gross auf, ziehen aber auch, oder lassen nicht abreißen, also wir sind eigentlich schon gut dran. Jetzt ist die Frage, wie wir da rauskommen. Suboptimal, wir gehen mal ERS noch trainieren. ERS ist eigentlich gut geladen, aber es langt nicht. Der Alpha ist relativ schnell auf der Geraden. Aber bei der Kurve, denke ich, habe ich ein besseres Chassis, kann das sein? Okay, Antonio verteidigt schon mal, wir gehen jetzt mal innen.
Jetzt sind wir drüber. Das war mir fast schon klar gewesen. Dann habe ich jetzt extra ein bisschen abgerissen. Und aufpassen hinter uns der Schuhmacher. Der wird wahrscheinlich warten, bis wir mal einen Fehler machen. Also irgendwie kann uns vorbeiziehen. Oh, da kommt der Fehler! Das hat natürlich jetzt ein bisschen Zeit gekostet, auch ein bisschen Luft gekostet gegen vorne. Aber der Schuhmacher hat auch nicht so einen guten Exit gehabt. Jedenfalls ist er nicht nahe bei uns, also von dem her sind wir noch safe jetzt auf dieser Gerade. Ja, da habe ich jetzt recht früh abgebremst. Das ist halt immer gefährlich, sobald man ein bisschen slidet mit den Regenreifen, werden die schnell warm. Und wenn sie dann relativ warm sind, hat man dann fast keinen Grip mehr. Also die müssen eigentlich, blöd gesagt, in einem recht kühlen Fenster sein. Man sieht, die sind nur bei 60 Grad. Boah, ja, ich rutsche jetzt ein bisschen mehr. Jetzt haben wir einen guten Exit vielleicht. Ja, guter Exit, ERS rein. Ja, jetzt mit Windschatten vielleicht beim Anbremsen. Wir ziehen da gleich her. Es war richtig spät auf der Bremse gewesen. Und wir haben den Antonio. Oh, schönes Überholmanöver gewesen. Wir haben natürlich Zeit verloren gegen Räikkönen führen. Oh, Antonio kommt wieder, probiert es. Okay, aber geht wieder zurück. Haben aber auch, denke ich, genug Platz gelassen. Also hätte ich eigentlich schon vorbeiziehen. Oh, geil! Norris! Der Lando Norris! Safety Car, okay. Jetzt ist die Frage, wenn wir boxen, wenn wir noch mal frische Schlepper holen. Oh mein Gott, Safety Car! Das würde ich gerne sehen, was jetzt dort passiert ist. Ja, ich muss das Delta, ich muss reduzieren unbedingt. Oh, dort hätte ich jetzt gerne gesehen, was passiert ist. Dort hätte ich jetzt wirklich gerne gesehen, was passiert ist. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil jetzt bin ich voll im Rhythmus gewesen. Vom Fahren her, das heisst, jetzt nachher wieder ins Rhythmus reinkommen, wird schwierig. Wieso habe ich mein ERS drin? Ich will mein ERS ausschalten, aber ich kann es nicht ausschalten. Ah, wir haben einen ERS-Fehler! Jetzt läuft es permanent. Willst du mich verarschen? Was? Das ist gefährlich, wenn ich aus der Kurve rausfahre mit ERS. Vor allem, ich kann die Meldung nicht wegklicken. Okay, wir haben einen technischen Fehler. Oh, okay, ja. Okay, das ERS. Hä? Ich weiß gar nicht, läuft das ERS jetzt die ganze Zeit oder nicht? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich rutsche viel mehr. Und ich habe die... Ah, jetzt kann ich die Meldung ausblenden. Okay. So, wir holen mal auf, wir müssen die Safety Car Kolonne einholen. Wir gehen nicht boxen. Eigentlich, ja gut, wir fahren ja mit diesen Reifen ja eh fertig eigentlich. Mager muss ich eigentlich auch nicht groß reinhauen im Jahr. Nein, wir haben genug Benzin noch. Okay, da ist einfach mal der Norris rausgeflogen, sehr speziell. Ich habe es leider nicht mitbekommen, ich war so konzentriert gewesen. Und jetzt müssen wir hinter dem Räikkönen bleiben. Jetzt müssen wir die Reifentemperatur im Auge behalten. Oh. Okay, Safety Car kommt rein. Ich glaube, sie haben noch einen Bug im Game, weil man zeigt immer den Untertitel an. Plus der Chef sagt nicht mehr, aber ich kann mir schon so... Nein, ich kann dem Chef gar nicht mehr sagen. Okay, ja, ich habe einen Bug drin. Ich hoffe, es funktioniert dann gleich noch das ganze Game. Okay, so, dann übernehme ich halt mal so ein bisschen den Part vom Chef. Jetzt kommt es darauf an, ob wir einen guten Restart haben. Wir könnten rein theoretisch holen. Wow. Das Ding ist jetzt eben, dass unser ERS, so wie es aussieht, permanent läuft. Und das ist ein bisschen schade. Ja, ich sage es nicht, ein bisschen schade. Oder ein bisschen doof, wenn wir dann nachher aus der Kurve raus beschleunigen.
Weil da rutschen wir komplett weg gerade. Ja, ja, eben genau. Oh Gott, ich kann kaum beschleunigen. Okay, ja. Das Gute ist natürlich, auf der Geraden bin ich schnell. Aber in der Kurve innen ist es ein bisschen doof. Also ich muss jetzt noch feiner aufs Gas gehen. Oh, als vorher. Oh! Okay, da werde ich einfach mal komplett zurückgesetzt. Weil ich dann natürlich gerade so in eine andere Bahn reingeflogen bin. Ich kann das Auto nicht mehr fahren. Ah, wieso kommt da gerade so ein ERS-Fehler jetzt noch? Das ist so bitter. Es wäre wirklich ein gutes Rennen gewesen und dann passiert einfach das. Oh. Natürlich hat man auch das jetzt, den ganzen Rhythmus ein bisschen kaputt gemacht. Jetzt müssen wir eigentlich zuerst wieder ein bisschen das Auto reinfinden oder beziehungsweise die Strecke reinfinden. So, wir kommen da relativ schnell um die Kurve rum. Oh, nein! Das hat ganz schön gekracht. Alles okay? Oh, was ich plötzlich für ein Untersteuer bekommen und dann gerade das Oversteer noch hinten nach. Holy shit. Oh Mann. Das mit dem ERS, das ist so belastend. Wieso? Dann ist jetzt sogar in die Kabine rein, da noch, oder in den Unterstand rein. Wo ist er? So, wo ist jetzt der Alesi? Da würde mich noch wundern. Hätte er irgendwie noch etwas rausholen in diesem Rennen? Alesi, wo ist er da? Nein, er ist 19. geworden, beziehungsweise ist vom 20. gestartet, aber ja, eine Platzierung, mehr nicht. Ja, schwieriges Rennen. Also wenn das ERS nicht ausgefallen wäre, hätte ich vielleicht noch Möglichkeiten gehabt, eine gute Position rauszuholen. Punkte wären eh nicht drin gelegen, ganz ehrlich. Aber ja, wieder mal mehr ein schlechtes Rennen gewesen. Teamanerkennung ist aber trotzdem wieder gestiegen. Was auch gut ist, so können wir natürlich wieder einen neuen Sponsor holen vielleicht. Aber das schauen wir alles im nächsten Rennen an, beziehungsweise in der nächsten Folge. Wir tun im nächsten Rennen auch noch. Ärgerlich. Wir sollten uns auf Upgrades für das Triebwerk konzentrieren. Dann würden solche Fehler in Zukunft wahrscheinlich seltener auftreten. Was hat er gemeint? Jetzt habe ich es gar nicht mitbekommen. Was hat er gemeint mit dem ERS? Ah, da. Aber der war wirklich ärgerlich. Das Team glaubt, dass wir weitere ERS-Probleme vermeiden können, wenn wir mehr in unser Triebwerk investieren. Okay, wir haben jetzt 200 Entwicklungspunkte bekommen. F&E-Punkte bekommen, weil wir jetzt den Fehler gefunden haben. Okay, das ist eigentlich noch easy. Aber ja, es ist natürlich bitter, schlussendlich, dass wir wegen dem das Rennen versaut haben. Ja, aber wie gesagt, wir schauen im nächsten Part weiter. Dann tun wir noch die Fahrerstärke aufnehmen, also KI nehmen wir ein bisschen auf, weil es doch ein bisschen schwach jetzt mit Dunkel kann. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es mit dieser Folge in Frankreich. Nächstes Mal geht es auf Österreich, eine gute Strecke, beziehungsweise eine meiner Lieblingsstrecken. Und dann schauen wir mal, was wir dort rausholen können. Vielleicht liegen Punkte drin. Ich hoffe einfach, es regnet nicht. Ich hoffe, es bleibt einfach schön. Weil ich möchte jetzt einfach mal ein paar Rennen haben, wo es nicht immer schifft. Ich hasse Regen. Aber ja, dann wäre es mit dieser Folge von F1 2021. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und dann sehen wir uns dann einfach, wenn ihr Lust habt, im nächsten Rennen wieder. Und bis dann sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao!